Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. So, dann gehen wir mal hier in die Bar und gucken uns mal die ganzen Geschenke an. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Okay, hier gibt es wohl sehr, sehr viel, was ich mir hier holen kann. Ich weiß nicht, ob ich das durch die Bioshock Collection hier schon gekriegt habe oder ob das so Standard ist. Kann ich so nicht sagen. Aber ich würde mal sagen, erst moralisch, Andy, das stellt hier nämlich Gesundheit her. Und auch Salz. Okay, und als nächstes gucken wir uns mal die Ausrüstung hier an. Die Ausrüstung ist eine Art spezielle Kleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Neue Hosen, Geistersoldat, Töten mit Kräftefallen gibt eine 70%ige Chance, dass die Waffe des Feindes für kurze Zeit ein geisterhafter Verbündeter wird. Okay. Hier haben wir noch. Neue Hut, elektrischer Schlag. 70%ige Chance, Nahkampfziele zu betäuben. Ziel ist für 4 Sekunden verwundbar. Was haben wir hier? Neue Stiefel, Adlerangriff. Erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 50%. Und Hemd, Munitionsvorteil. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 75%. Okay, Trophäe erhalten in Silber, Kleider machen Leute. Wo kann ich dann hier das Zeug verwalten? Hier mal nirgends. Okay. Was haben wir hier noch? Stiefel Verräter. Wird ein beherrschter Mensch getötet, explodiert er. Feinde nehmen 5 Sekunden lang 360 Schaden. Vergleich. Ja, dann nehmen wir doch die Verräter-Dinger. Ausrüstung anlegen. Dann hier. Bullenansturm. Nahkampfziele werden zurückgestoßen. Im Vergleich. Ne, da behalten wir die. Behalten wir das Geisterzeug. Und hier haben wir. Hut, neueste Nachrichten. Wenn Voxophone gefunden werden, liefern sie Silver Eagles. 70%ige Chance, Nahkampfziele zu betäuben. Nö, dann nehme ich das Zeug einfach nur. Das lege ich nicht an. Okay. Da haben wir nochmal Salz. Und hier haben wir noch eine Infusion. Da haben wir aber auch noch Infusionen. In der Registrierkasse haben wir noch 9 Silver Eagles. Das Gesundheitspaket können wir noch nehmen. Portemonnaie und Silver Eagles nennen wir auch. Ach, rauchen wir noch eine. Wir haben ja Zeit derzeit. Infusion, ja, die stehen da rum wie die Ölgötze. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Ich bleibe erstmal bei der Ausrüstung. Stiefel, Handyman Nemesis. Erhöht den Schaden gegen Handyman um 50%. Vergleich. Ne, das Explodiere finde ich cooler. Hemd, Zuckerschock. Nach dem Verzehr eines Snacks bewegst du dich 3 Sekunden lang 50% schneller. Vergleich zu, nee, Magazingröße aller Waffen finde ich wesentlich geiler. Das scheint wohl hier diese Körpertonika zu ersetzen. Stiefel, flinke Füße. Ausweichen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, wirkt für Seitschritt und Rückwärtsgehen. Vergleich, nee, da haben wir diese Explosionsdinger. Goldbarren, nehme ich doch auch mal an mich. Oh, das bringt aber ordentlich was. Und hier mal Infusion. Gesundheitsinfusion, Schildinfusion. Salzer. Okay, wir nehmen erstmal Gesundheit. Perfekt. Dann nehmen wir Schild. Das ist natürlich auch sehr cool. Dann nehmen wir, dann nehmen wir Salz. Und dann nehmen wir nochmal Gesundheit. Und wir nehmen Schild. Das nächste wird dann wieder Salz. Aber Schild ist definitiv auch sehr praktisch. Okay, du illustrer Gentleman, hast nichts mehr zur Sache. Ja, ein Kaffee ist nie verkehrt. Da ist unser Salz jetzt auch wieder voll.
So, wie sieht's dann hier aus? Schild-Upgrade. Ah, kriege ich auch nochmal. Okay. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Dieser Schild schützt dich, bis er aufgebraucht ist. Vermeide dass es Schaden, ihn dann nicht lädt er sich getötet wieder hat. auf. Ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn Ja. es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Das ist natürlich echt geil. Hätte ich doch wohl eher durch Salz nehmen sollen. Na egal. Beim nächsten Upgrade mache ich Salz. So, erstmal ein Hotdog essen mit gut Senf drauf. Ja, da waren jetzt durchaus sehr praktische Sachen dabei, muss ich so sagen. Ein Voxophon wieder. Ed Gaines Vater spricht. Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Okay. Ja, dann haben wir jetzt mal hier... Ah, Munition für Maschinengewehr gibt es ja auch noch. Münzen unter der Matratze. 30 von 200 haben wir jetzt an Erfolg hier anscheinend freigespielt, aber keine Trophäe für die Playstation. So. Maschinengewehr, da muss es ja auch irgendwo hier ein Maschinengewehr geben. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Okay. Erstmal Bierle trinken. So. Dann Wäsche müssen wir uns nicht. Wir stinken noch gut genug. Und dann geht's hier weiter. Okay. Ja, irgendwo muss ja ein Maschinengewehr geben, wenn ich hier schon die Munition finde. Da fliegt wieder irgendwas vorbei. Ah, greifen. Oh, wow, wow, Der wow, Hang wow. muss magnetisch sein. Anscheinend, ja. Alter. Ja, geilomat. Hohoho. Das ist auch ganz cool, muss ich sagen. Nicht schlecht. Ist wie Assassin's Creed in etwas einfacher Version. Skyline-Angriff. Alter. Was war dann der Schickes? Maschinengewehr. Ah, Moment. Du zuerst. Ups, dann habe ich den Schädel verbädelt. Einen Moment mal. So, du hörst jetzt mir. Das Maschinengewehr mag ich jetzt haben. Ist der geplatzt? Noch nicht. Ah, der ist geplatzt, tatsächlich. Ja, das ist ein durchaus sehr altmodisches Maschinengewehr hier. Aber gefällt mir. Gefällt mir besser, gefällt mir eigentlich schon fast besser als dieses Gatling MG, was man in Bioshock 2 gehabt hat. Okay, derzeit haben wir nur MG und normale Pistole und halt unseren Greifer. Sehr cool. Also ich weiß nicht, was die Leute bisher so haben an Bioshock, warum die das nicht so mögen, das dritte. Aber mir gefällt Bioshock Infinite eigentlich ganz gut soweit. Ich finde es eigentlich echt sehr cool gemacht hier. So, unser magnetisches Feld steht auch wieder. Und eine kleine Salzampulle ist natürlich auch nie verkehrt. Unser Schild hat sich soweit wieder aufgeladen. Und das MG ist schon geil gemacht, wobei das hier so edel, etwas fantastische Versionen sind. Von realer MGs. Ja, wo ist dann der Sausack? Unser Prophet vorhersagt. Der Ach du Opfer. Er will unser Lamm rauben und auf Abwege führen. Wo dann? Ich sehe es echt nicht, wo der ist. Wer wird mich zur Strecke bringen? Das wollen wir noch mal sehen. Ach, so ist was. Okay. Okay. So, dann noch einen Teufelskuss. Und schießen das Ding jetzt mal ab. Oh, hoppla. Und
Verletze deine Verbündeten nicht. Oh doch. Du hast nicht genug Salz für diese Kraft. So. Das Ding ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Das kann man jetzt mal nichts mehr. Weil so lange hält diese verbündete Kraft jetzt auch nicht aus. Eieiei. Die bewegen sich ja auch mit Raketeantrieb anscheinend fort, die Dinger. So. Irgendjemand oder was schießt wieder? Ah, hier. Gut, wieder welcher erwischt. Das ist halt stark Ego-Shooter-lastig, muss man auch sagen. Wie, verrecke. Ich geb dir gleich. Der hat noch... Ah ja, da hat Pistole-Munition, aber die bringt man nichts, weil die voll ist. Der hat noch Zuckerwatte bei sich gehabt. So, den Krischer hier habe ich jetzt gleich... Oder die Krischerin habe ich gleich mal erledigt. Oh. Hallo, oder? Das scheint wohl jetzt das Militär zu sein und nicht mehr... Und Mimi die normale Polizisten. Irre ich mich oder hätten die Grauar wie die Konföderierte früher? Leidenschaftlich vergolten. Habe ich jetzt auch noch gekriegt. Als kleiner Erfolg hier. Mal gucken, ob es hier auch noch irgendwas gibt. Whisky und Zigarette sind immer gut und dafür ist immer Platz und Zeit, egal wie viel man hier gerade kämpft. Whisky und Zigarette gehen immer. So, was gibt's dann hier noch? Erstmal nichts. Das heißt, dann gucke ich noch mal kurz, ob dort drüber noch irgendwas war. Ist verschwunden. Bananen, Soda und Ananas, immer gut. Und dort drüber haben wir sonst nichts mehr. Okay, da können wir jetzt aufs Schiff springen. Also irgendwie kommt man so vor, als wären die Soldaten Konföderierte. Die haben diese graue Sache. Ah, das ist mir nicht so geheuer, ganz ehrlich. So, ist es das, was du wolltest, du Dummkopf? Steh doch rum und lass dich hier auf abknaller. So, und hua. Bewahren Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn möglich, die Türen. Der Prophet hat diesen Tag vorhergesehen und ist vorbereitet. Nicht Panik ist das Gebot der Stunde, sondern Beten. Ja, genau. Auch gerade Sache, kommen wir da so rein. Ah ja, tatsächlich. Wir kommen einfach so rein. Ich habe schon gedacht, das müssten wir einschlachen, aber offensichtlich reicht es einfach nur drüber zu laufen. Na, Allah. Ja, der Comstock-Pappe. Der hat's richtig drauf. Und hua. Lansdowne Anwesen. Lansdowne Manor. Oh, da ist noch so ein Ding. Salze voll. Ah ja. Das ist aber ein Teufelskuss wieder, ne? Geldbörse bringt uns wieder einiges. Ja, das ist wieder Teufelskuss. Das würde uns jetzt nur Salz bringen und nicht irgendwie Upgrade von der Kraft. Na gut, ich nehme mir, was ich kriegen kann. Aber ich finde die Flasche auch sehr edel gemacht, muss ich sagen. Finde ich echt schöner als die Plasmide, die einfach nur in der stinknormale riese Bottiche drin waren. Sondern hier sind die Flasche auch noch schön aufgemacht. Das gefällt mir richtig gut. Also auch diese kleinen Details finde ich hier richtig gut. So. Was ist denn hier noch? Ein Wein. Aber den Riesling will ich gerade nicht. Da geht's auch noch wo hier. Okay. Können wir da entlang, oder? Okay, dann gehen wir erstmal hier runter. Gucken uns mal vorerst hier um. Silver Eagle. Und Zuckerwatte und Ananas. Okay, hätte es sein können, dass es hier irgendwas Tolles gibt oder so. Na gut, dann wieder hoch mit uns und in die Richtung. Sehr schön. Ja, das ist doch etwas dynamischer hier, das System. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So. Apfel und Silver Eagle. Ja, das sind so diese großen Unterschiede hier. Aber, da hat aber jemand eine ordentliche Bremsstreife hinterlässt. So.
Ja, wie gesagt, das ist der Unterschied wieder. In Bioshock 1 hat man dieses typische 30er-Jahre-MG gehabt mit so einem Munitionskaster, der wirklich wie so Rad unter Trag lebt. Und das, was wir hier haben, sind so die Erste Weltkriegs-Maschinengewehre. Die sehen doch schon etwas anders aus, die Dinger. Die werden seitlich gegriffen. Und die werden sehr schnell sehr heiß. Wer spricht dann hier? Byron Otis Cotswold. arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er Mit ließ seinem diese Kiste aus Backebart. einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen. Optionale Aufgaben stellen eine Möglichkeit dar, wertvolle Ressourcen zu finden. Halte Ausschau nach dem Schlüssel, der diese Truhe öffnen könnte. Den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Okay, hoppla. Du, ohne Drohne finden wir nix. Hätte ja sein können, dass du was ist, aber nee, haben wir leider nicht. So, da kriegen wir auch nichts kaputt, was runterfällt. Da können wir auch nichts verschieben oder so. Phonograph benutzen. Das Ding ist nach wie vor verschlossen. Okay, dann gucke ich mich da nochmal gründlich um. Ein Waschbecken. Toilette benutzen. Okay, das bringt uns nichts. Du ist ein Vogue. Waschbecken. Du hinten an der Alibert können wir auch nicht dran. Und hier over. Ist da möglicherweise noch irgendwas? Nee, nee. Kann man die Dinger eigentlich kaputt schlagen? Nee. Die sind anscheinend unkaputtbar, die Wasser. Okay. Erstmal einen Whisky trinken. Dafür wird uns zumindest nicht gleich dämlich. Nicht wie von dem Fusel. Okay, dann haben wir jetzt hier nichts. Den Teufelskuss können wir uns holen. Und hier unterm Bett ist auch nichts. Okay. Irgendwo muss der blöde Schlüssel ja sein. So, dann gucken wir mal da drüber noch. Hätte sein können, dass hier möglicherweise was liegt. So, ich habe jetzt aus dem Audiolog leider nämlich Anime rausgehört, wo der seinen Hinweis zum Schlüssel gesagt hat. Okay, gut. Da ist leider nichts. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. So. Ups. Der babbelt, aber er hat nichts gesagt. Nichts wirklich. Also zumindest habe ich nicht verstanden, dass er was gesagt hat. Okay, Schokoriegel essen wir auf jeden Fall 8. Hier ist nix. Hier haben wir noch Salze. Silberbarren. Der bringt auch ordentlich Geld. Okay, Tja, mein lieber Freund. Wir könnten aber eins ausprobieren. Wir könnten den Typ mal so probieren, zu unserem Freund zu machen. Was der uns aufmacht. Bitte! Komm doch mal mit. Kannst du nicht aufmachen? Ich wollte ihn eigentlich nur als Verbündeter haben. Aber... Oh, okay, nett. Jetzt bringt er sich um. Und dann platzt er wahrscheinlich. Achtung. Durch die Kleidung, die ich trage, müsste der ja eigentlich aufplatzen. Silver Eagle Geldbörse nehmen. Und was hat er dann dabei? Nix. Okay, das war jetzt ein absolut unnötiger Mord. Hätte sein können, dass der Typ was bei sich hat. Na gut, Geh nach Monument Island, finde den Schlüssel zum Schloss. Du hast eine verschlossene Truhe gefunden, halte Ausschau nach einem Schlüssel. Okay, elektrischer Schlag habe ich. Ah, okay, das ist ganz gut. Waffen. Karabiner, Salvengeschütz, Revolver, Maschinengewehr, Panzerfaust, Alter, Schrotflinte. Ja.
Da kommen auf jeden Fall noch ein paar sehr nette Dinger dazu. Kräfte. Bockender Bronco, bla 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 bla. Otis arbeitet Teilzeit eben oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel. Moment. So. Nochmal. Auch den Schlüssel abzuluxen, mit dem man das Ding aufkriegt. Gefiederten Brüdern. Okay. Ja, das stellen wir uns mal ab hier, das Ding. So. Den gefiederten Brüdern. Zu. Munition für Pistole. Gefiederte Brüder. Geheimzeremonie. Ich weiß nicht, hier unten ist ja jetzt nichts großartig mehr, ne? Die Leiche ist jetzt auch schon verschwunden. Da bringt's uns nichts. Nö. Bringt uns alles überhaupt nichts weiter. Jetzt weiß ich gerade irgendwie auch nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich hoch. Und dort irgendwo hier weitermachen. Wahrscheinlich muss ich hier. Ja. Okay. Gefiederte Brüder. Ja, keine Ahnung, was die damit meinen. Echt absolut null Plan. Da geht's auf jeden Fall wieder zurück. Naja, gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen, oder? Oh, geil. So Fahrrad ist auch schon sehr cool. So. Hier ist nichts weiter. Was ist hier? Ah ja, da geht es anscheinend irgendwo hier. Im Briefkasten haben wir noch ein Müsli, ja, wo es auch hingehört natürlich. Die Silver Eagle Nemma. 3 Äpfel erstmal geschmaust und weil ja, das ist bestimmt so ein Trollinger, was die da hin. Nicht nur ein richtiger Riesling. So, was haben wir denn da noch? Montgomery anwesend. Meeting of the Columbia Friends of the Negro Society. Ein Treffen der Columbia-Freunde der schwarzen Gesellschaft. Pastor Atkin, Sermons, Thema. Until the Negro is equal, none of us are equal. Bis der Schwarze gleichgestellt ist, ist niemand von uns gleichgestellt oder gleich. Keine Lösung. So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin. Es darf kein Blut fließen. Was sollen wir? Okay. Gut, dann die Sache. Ich petz mal noch ein paar Haferflocken und Cornflakes rein. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.